Gott ist gut. Ist er das? Ich bin ganz fest, tief überzeugt, dass Gott immer und nur gut zu uns ist. Aber ist er wirklich immer gut? Heute Morgen ist Zweifeln erlaubt. Wir wollen auch diesen Sachen auf die Spur gehen, wo es vielleicht nicht so einfach ist, anzunehmen für uns, dass Gott wirklich gut ist. Was ist mit den Zeiten, wo du Schmerzen hast? Ist Gott auch in den Schmerzen gut? Was ist mit den Zeiten, wo du in Konflikt stehst? Ist Gott auch in den Konflikten gut? Was ist in den Zeiten, wo du vielleicht depressiv bist? Wo du von Sorgen geplagt bist? Wo du Angst hast? Ist Gott auch da gut? Ist Gott gut, wenn du es überhaupt nicht fühlen kannst und es sich komplett anders anfühlt? Lasst uns miteinander schauen in einen Psalm, den der König David geschrieben hat. Und die sein Leben ein bisschen kennen, die wissen, er hat definitiv auch schwierige Situationen erlebt. Wir haben miteinander lesen aus dem Psalm 26, die Verse 2 bis 3. Und wie wir es schon letzte Woche gemacht haben, wir können gerne die Psalmworte gerade miteinander lesen. Du kannst mich auf die Probe stellen, Herr. Ergründe, wie ich wirklich bin, prüfe mich auf Herz und Nieren. Deine Gnade habe ich stets vor Augen und deine Treue bestimmt meinen Weg. Gnade, die da im Hebräischen gebraucht wird, man spricht das vielleicht irgendwie Hesed oder so aus, hat eine sehr breite Bedeutung. Barmherzigkeit, Güte, Liebe, Freundschaft oder eben auch Gnade, wie es da übersetzt worden ist. Und der Psalm gibt uns eine gute Richtung, wie wir auch können und vielleicht sollen zweifeln. Der David, er schaut auf zu Gott. Gott steht dabei unveränderlich da. Gott steht unveränderlich gut da. Wie ich Gott sehe oder was ich von ihm halte, hat keine Auswirkung darauf, wie er ist. Er ist, wie er ist. Du bist auch, wie du bist. Was ich von dir halte, spielt gar keine Rolle. Du bist, wie du bist. Aber es kann natürlich eine Auswirkung haben auf unsere Beziehung. Wenn du komplett gut bist, aber ich erwarte nur Schlechtes von dir, dann wird das wahrscheinlich unsere Beziehung irgendwie trüben. Und darum, wenn wir zweifeln, ja, wir dürfen die Zweifel zulassen, aber der David, er zweifelt nicht in erster Linie Gott an, sondern er sagt Gott, prüf du mein Herz. Er weiss, es geht um sein Ende der Beziehung, wo er kann und soll daran arbeiten. Wenn wir das wie der David machen, haben wir auch in uns schauen heute. Gott ist gut. Immer. Er ist so gut, dass du den Umfang von seiner Güte mit dem Verstand nie voll wirst erfassen können. Und doch kannst du seine Güte immer mehr erfahren, ganz praktisch in deinem Leben, auch wenn es über dein Verstehen darüber hinausgeht. Ich habe heute ein Seil mitgebracht. Und so von euch aus gesehen ist es da oben einfach dunkel. Man sieht die Verankerung vom Seil nicht. Aber ich sage euch, es hebt. Und genau so ist es auch mit der Güte von Gott. Sie hebt,
Ich kann mich darauf verlassen, auch wenn ich die Verankerung selber nicht sehen kann. Und es ist so. Unser ganzes Leben lang können wir nur darauf vertrauen, dass es hebt. Wir werden es nicht beweisen können. Wir sind nicht im Himmel oben, wo wir irgendwo den Knopf sehen können. Es braucht das Vertrauen in die Güte von Gott, das wir aber täglich erfahren können. Wir werden jetzt trotzdem miteinander ein paar Gründe anschauen, warum wir an der Güte von Gott zweifeln könnten. Und so die ersten Fragen, würde ich sagen, sind so wie existenzielle Fragen. Da geht es nicht nur um irgendwie ein theoretisches Gebilde, vielleicht wieso Gott nicht gut könnte sein, sondern es geht genau um die Situationen, wo wir drin sind, die uns belastet, die eben für uns existenziell sein können. Mir ist aus der Bibel eine Person so in den Sinn gekommen, die das mega erlebt hat. Oder vielleicht zwei. Der erste wäre der Hiob, aber auf ihn gehen wir nicht ein. Und der zweite ist der Josef. Der Josef, der Jakob, sein Vater, er hat 11 Brüder und die Familie hat doch größere Probleme. Sein Vater hat Josef am liebsten gehabt. Er hat ihn mehr beschenkt als die anderen. Und da war grosse Eifersucht herum. Und der Josef hat sich jetzt auch nicht besonders weise verhalten. Und so ist es schlussendlich dazu gekommen, dass der Josef von seinen eigenen Brüdern verkauft worden ist in die Sklaverei. Also man ist wie so ein Rich Kid, der alles hat bekommen, der ein schönes Leben gehabt hat und es ist verkauft worden, hat müssen hart arbeiten. Riesige Verluste, die der Josef da erlebt hat. Das ist einfach etwas, was du schon erlebt hast. Grosse Verluste, schwierige Situationen. Oder vielleicht leidest du auch darunter, dass irgendwo es einfach auch in verschiedenen Bereichen nicht aufgeht, dass du zu wenig hast, dass du irgendwo dich musst sorgen, weil es nicht aufgeht. Der Josef ist genau auch durch so Zeiten durchgegangen. Auch zerbrochene Beziehungen können etwas sein, die für uns so existenziell sind. Und ich meine, nebst dem Leid, das er hatte, müssen als Sklave arbeiten, hat sicher an ihm genagt, dass ihn seine eigenen Brüder das angetan haben. Und ich meine, die Brüder, die haben es ausgehalten, ihrem Vater das Leben lang einfach eine Lüge aufzutischen, wo der komplett irgendwo im Kummer so versunken ist. Es können aber auch vielleicht Angriffe sein, die unser Leben ankommen. Auch irgendwelche Rechtsstreit, die uns existenziell belastet. Josef ist so weit gegangen. Er hat sein Bestes gegeben in Ägypten als Sklave. Er ist aufgestiegen und weil er sich ethisch korrekt verhalten hat, ist er noch im Gefängnis gelandet. Und er hätte allen Grund gehabt, zu sagen, Gott ist nicht gut mit mir. Ich habe mich zwar bemüht, aber es lohnt sich nicht. Ich hatte letztens so einen Tag, wo ich gedacht habe, hey, was ist jetzt los? Ich hatte Corona, war darum daheim. Ich dachte, jetzt mache ich etwas Gutes. Ich tue noch waschen, weil meine Frau am Arbeiten war. Und dann sehe ich, dass die Waschmaschine im Faltenbalg, das ist das, wo so Trommeln mit der Waschmaschine dort verbinden, hat so Ablagerungen gehabt. Ich da Lumpen für genommen, anfangen zu putzen und plötzlich löst sich der Faltenbalg. Und dann, das erste Telefon ist zum Bernie gegangen, für alle, die ihn kennen. Und dann habe ich gemerkt, ja, ich muss den Techniker haben. Der Techniker ist dann erst Ende Woche gekommen, hat gemerkt, hey, es braucht doch noch Ersatzteile. Jetzt haben wir 2,5 Wochen mit 3 kleinen Kindern keine Waschmaschine gehabt. Ich habe mich auch gefragt, Mann, für was muss das sein? Am gleichen Tag habe ich plötzlich ein Mail über. Herzliche Gratulation, Sie haben die Auktion gewonnen. Eine Sportuhr für 500 Franken. An der Uhr könnt ihr noch Freude haben, außer dass sie rosarot ist. Aber
ich kann mich wirklich nicht erinnern, dass ich irgendetwas angeklickt habe, um dort mitzubieten. Und das ist irgendwie alles eigentlich so, Mann, was ist jetzt heute los? Ist irgendwie alles gegen mich und irgendwo hast du das Gefühl, wie wenn so das Geld zerrinnt einfach. Es sind schlussendlich Bagatellen. Es geht um ein paar Fränkli, aber es war so ein Tag, eben, es fängt mit Corona an und hört mit dem auf und sagt, hey, was ist eigentlich los? Es können aber auch intellektuelle Fragen sein, die uns belasten. Sachen, die uns jetzt vielleicht nicht ganz persönlich betreffen, aber wo wir uns gleich so Gedanken machen. All das Leid und die Ungerechtigkeit in dieser Welt. Wie ist das möglich, wenn es da einen guten Gott hat? Kinder sterben an Hunger. Frauen werden in die Prostitution gezwungen, weil sie keine andere Möglichkeit sehen. Unschuldige müssen sterben, weil da irgendwo die Mächtigen miteinander ihre Sandkastenspiele ausleben müssen. Krieg in dieser Welt. Aber auch Naturkatastrophen, wo komplett unschuldige Menschen einfach in Mitleidenschaft gezogen werden. Wie ist das möglich? Ich möchte es nochmal mit dem Seil in Verbindung bringen. Wir sind vielleicht so wie mit der Güte von Gott verbunden. Wir wissen, da oben ist ein guter Gott. Und wenn du Bergsteigen, dann kommen vielleicht plötzlich Steine oben runter, die sich lösen. Es muss nicht mal ein anderer Bergsteiger oben dran sein. Es kann irgendein Gemse sein, das durchrennt. Oder die Sonne, die irgendwie den Stein aufwärmt und es dehnt sich irgendwie. Es kommen dir Steine entgegen. Oder ein Griff hebt nicht. Du verletzt dich. Ja, es können so viele Sachen geben auf dem Weg, die uns zweifeln. Ist Gott wirklich gut? Komme ich da überhaupt an das Ziel an? Das Problem auf den Punkt gebracht ist das. Wenn Gott wirklich gut ist und er auch allmächtig ist, wenn er alles kann, wenn er keine Grenzen hat, wie ist es denn möglich, dass es noch so viel Leid gibt in dieser Welt? Und entweder sagt man einfach, ja, Gott ist einfach doch nicht ganz so gut, oder sagen, ja, vielleicht ist er halt doch irgendwo eingeschränkt. Und ja, wir müssen ein Stück weit auch mit dieser Spannung leben. Aber etwas, was wir alle mitnehmen dürfen. Gott ist Gott. Und wir sind es nicht. Wir spielen nicht in der gleichen Liga wie er. Er hat Gedanken, er sieht ein grosses Bild, das für uns in vielen Situationen einfach uns nicht zugänglich ist, das verschlossen ist für uns. Und ja, wir können gewisse Erklärungen finden in der Bibel und die möchte ich uns auch reinnehmen. Aber wir werden nicht alles erklären können. Wir können nicht jede Situation, jedes Leid auf dieser Welt, für da gibt es nicht einfach eine gute Antwort. Und wir sind wirklich gut beraten, wenn wir für uns selber nicht für alles wirklich probieren, krampfhaft eine Antwort zu finden und schon gar nicht für unsere Nächsten. Wenn jemand in der Kleingruppe von einer schwierigen Situation erzählt, dann musst du nicht gerade die Antworten zücken, die ich dir vielleicht heute noch gebe. Ja, ein Teil kann vielleicht mit dem erklärt werden, aber es können sehr schnell billige Antworten sein, die dem Leid gar nicht gerecht wird. Das Einzige, was wir da machen können, ist uns mitfreuen mit den Freudigen und mitleiden mit denen, die am Leiden sind. Was sind so biblische Erklärungen fürs Leid? Das Erste und das Wichtigste ist die Sünde. Wir lesen im Jakobus 1, 14 und 15. Jeder Mensch wird durch seine eigenen Begierden verlockt, geködert und verführt. Wer seinen Begierden nachgibt und sündigt und die vollzogene Sünde führt zum Tod. Wer seinen Begierden nachgibt, sündigt und die vollzogene Sünde führt zum Tod.
unsere sündige Natur, die richtet ganz viel Schaden an. Und eben auch die sündige Natur von unseren Nächsten. Für die ich gar nichts kann, auch die kann viel Schaden anrichten. Aber Gott erlässt uns unseren Freiwillen. Wir sind nicht seine Marionetten, wir haben unseren Freiwillen und darum kann auch die Sünde noch so viel Unheil anrichten in dieser Welt. Im Römer 8, 22 lesen wir, dass sogar die Schöpfung seufzt unter der Sünde. Wir können aus dem so schliessen, die Sünde hat nicht nur unser Leben irgendwie korrumpiert, nein, es ist bis in die Natur hineingegangen. Im Paradies hat es noch keine Naturkatastrophen gegeben. Und sogar das, wir können das wie nicht überschätzen, was alles kaputt gegangen ist mit der Sünde, die in die Welt hineingekommen ist. Und so müssen wir leider auch sagen, ernten wir häufig auch das, was wir gesagt haben. Und die Frage ist, nimmst du selber für dich immer wieder Vergebung an von Jesus und kannst du auch anderen Menschen Vergebung aussprechen, wenn sie dir vielleicht Leid antun? Das ist eine ganz praktische Art und Weise, wie du da die Güte von Gott in diese Situationen kannst hineinlassen. Die Sünde hat ihren Ursprung. In der Bibel ist die Geschichte beschrieben, wie im Paradies die Menschen verführt worden sind von der Schlange, die niemand anders ist als Satan. Er war der Erste, der sich gegen Gott aufgelehnt hat. Und seitdem gibt es die Zweiteilung vom Reich von Gott und vom Reich von Satan. Reich vom Licht und das Reich von der Finsternis. Und die Macht von der Finsternis ist eine Realität. Und diese Realität, die macht es auch aus, dass wir häufig eben auch noch Schlechtes, Schlimmes erleben müssen. Es ist nicht nur unsere sündige Natur, sondern es heisst, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern auch gegen die Macht von der Finsternis. Im Epheser 6, Vers 12 steht das. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Der Paulus schrieb das und auf die Verse aber folgt die sogenannte Waffenrüstung, die ihr gerne selber nachlesen dürft. Wir müssen lernen, als Kind von Gott unseren Stand einzunehmen. Unseren Stand auf der Siegerseite. Jesus, er hat den Sieg. Und wir sind auf der Siegerseite. Aber Jesus hat uns nie versprochen, dass wir nicht auch in den Kampf hineingeraten. Dass es nicht auch Gegenwind gibt. Dass es sich alles andere als siegreich mag anfühlen. Und was können wir machen? Eben, wir können die Waffenrüstung anlegen. Oder wir können auch, wie es im Jakobus 4 heißt, wir können uns Gott unterstellen und die Macht von der Finsternis wegweisen. Wenn immer ich merke, das ist jetzt nicht nur natürlich, da ist irgendwie im Übernatürlichen ist ein Angriff gegen mich gerichtet, ich mache immer das. Ich sage im Gebet und ich unterstelle mich Jesus und die Macht von der Finsternis muss weichen im Namen Jesus. Ja, wir leben leider in dieser spannungsvollen Zeit. In dieser Zeit, wo zwar Satan entmachtet ist, aber Gott lässt ihn noch gewähren. Er darf im Moment noch sein Unwesen treiben. Die Herrschaft von Jesus ist da aufgerichtet, wo Menschen sich ihm freiwillig unterordnen. Es wird aber der Tag kommen, wo Jesus wiederkommt. Und dann wird Satan ein für alle Mal weggesperrt. Dann sind wir nicht mit dieser Spannung.
Dann gibt es keine Krankheit mehr, gibt es keinen Tod mehr, es gibt keinen Konflikt mehr. Dann ist das Reich vom Frieden von Jesus aufgerichtet. Aber bis dahin ist Gott zwar 100% gut, aber erleben wir leider gleich immer wieder auch leidvolle Situationen, erleben wir Herausforderungen, ist es nicht nur einfach. Jetzt sind wir gerade am Tiefpunkt der Serie angelangt. Kannst du deinem Nachbarn sagen, von jetzt an geht es nur noch aufwärts? Wir wollen in dieser Serie wirklich die Güte von Gott uns vor Augen malen. Aber wir wollen gleich auch irgendwo das Kritische aufnehmen, das, was vielleicht leidvoll ist. Und jetzt haben wir miteinander noch anschauen, auch in die Thematik, in dass es Leid gibt, dass Gott gut ist, dass er grösser, stärker und mächtiger ist. Sind ihr bereit? Jakobus 1,13. Wer der Versuchung erliegt, sollte niemals sagen, diese Versuchung kommt von Gott. Gott lässt sich nicht zum Bösen verführen und er verleitet auch niemanden zur Sünde. Von Gott gehen wirklich nur gute Sachen aus. Und Gott wird auch dich nie zum Bösen verleiten. Macht Gott nicht, entspricht nicht seinem Wesen. Aber, was wir doch lesen, auch im Neuen Testament, dass Gott uns testet, dass er auch unseren Glauben testet, damit wir auch wachsen können. Und solche Situationen mögen sich für uns nicht nur als gut anfühlen. Es ist wie Eltern kennen die Situation auch mit ihren Kindern. Wir können unseren Kindern nicht immer das tun, was sie wollen, was sie meinen, was jetzt gut wäre für sie. Das gibt die komplett verzogene Kinder. Und so ist Gott auch als guter Vater, gibt er uns nicht alles, was wir uns vielleicht erwünschen, was wir uns erhoffen, weil es eben trotzdem gut ist. Weil es nicht nur gut ist, weil es das Beste ist für uns. Aber rein emotional fühlt sich das leider nicht immer so an. Aber wenn Gott so pädagogische Ziele hat mit uns, dürfen wir vielleicht nachher zurückschauen und sehen, wow, mein Herz ist verändert worden. Wow, mein Glaube, er ist stärker geworden. Mein Vertrauen in Gott ist nochmal eins unerschütterlicher geworden. Ich weiss noch mehr, aber wenn ich den Knopf nicht sehe, es hebt wirklich. Vielleicht zurück da zu meiner Story vor 2,5 Wochen. Das mit der Uhr, die ich gekauft habe, konnte ich dann zum Glück lösen und der Verkäufer hat abgesehen davon, dass er mich noch betreiben oder so. Und die Waschmaschine ist wieder ganz und Corona ist auch vorbei. Und ich weiss wirklich bis jetzt nicht, wieso der Tag sein musste. Vielleicht, dass ich heute eine Illustration habe. Und was ich aber muss sagen, was ich gemerkt habe, ich wäre früher wahrscheinlich viel weniger relaxed gewesen, wenn es so um Geld geht. Und man sind gerade ein paar hundert Franken vielleicht den Bach haben. Und dann konnte ich relativ schnell sagen, auch wo die Lösung noch nicht auf dem Tisch gelegen ist, hey, es geht nur um Geld. Und schlussendlich, meinem Vater im Himmel gehört alles. Und wenn er jetzt will, dass da mir ein bisschen Geld weggeht, so what? Er muss es so machen und ich habe es wieder. Das ist unser Gott. Gott braucht nämlich auch Situationen für seine Pläne, die vielleicht höher sind als unsere Pläne. Und er kann Situationen wenden, wo wir keine Wende würden erwarten. Der Römer 8,28, der redet so von dem. Und wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Wir sind häufig nicht am Ende der Geschichte angelangt. Vielleicht sehen wir noch, zu was die Geschichte gut war in unserem Leben. Gewisse Sachen
sehen wir vielleicht erstmal aus der ewigen Perspektive. Aber lasst uns das immer vor Augen haben. Der Josef, er konnte am Ende von seinem Leben zurückschauen. Und er hat gesehen, für was das all sein Leid gut war. Seine Brüder hatten Angst gehabt, als der Vater gestorben ist, dass er sich jetzt noch rächen wird bei ihnen. Und er sagt da zu ihnen, was mich betrifft, hat Gott alles Böse, das ihr geplant habt, zum Guten gewendet. Auf diese Weise wollte er das Leben vieler Menschen retten. Vielleicht müssen wir manchmal auch ein bisschen Leid erleben, damit viele Menschen gerettet werden können. Und es gibt jemanden, der auch ganz viele Menschen retten wollte. Und er ist auch dran, das zu tun. Jesus Christus. Und er, Jesus, ist der grösste Beweis von der Güte von Gott. Wir lesen noch Epheser 2, Vers 7. So wird er, Jesus, für alle Zeiten uns seine Güte und den Reichtum seiner Gnade sichtbar machen. Dies ist in allem zeigt, was er durch Jesus Christus für uns getan hat. Jesus, er befreit dich vor aller Sünde. Er vergibt dir, er schenkt dir ein neues Leben, er schenkt dir ewiges Leben. Was gibt es Besseres? Alles Leid in diesem Leben hat nichts dagegen, was wir überkommen in Jesus. Ein Geschenk, das eine Ewigkeit lang riesige Bedeutung wird haben. Ich möchte da nochmal zum Seil zurückgehen und dich fragen, bist du wirklich eingehängt? Schau, ob ich es noch kann mit den Gestaltchen. Hast du die Entscheidung mal getroffen, dass du dich an der Güte von Gott wirklich möchtest, dein Leben verankern? Wenn du das noch nie da hast, hey, heute hast du die Chance, dass du die Entscheidung treffen kannst. Und ja, ich kann dir nicht versprechen, dass dir keine Steine mehr entgegenkommen, dass du vielleicht nicht mal ein Griffsgefühl hast, er hebt nicht mehr, dass du vielleicht mal blutige Finger hast. Aber eins kann ich dir sagen, sie hebt. Die Güte von Gott, sie hebt. Und wir werden in der Ewigkeit sehen, für was das alles gut war. Ich glaube, ich wieder rauskomme. Ich möchte zum Schluss noch auf 3 kurze Sachen eingehen. Was passiert, wenn ich in den Zweifel stehen bleibe? Das erste ist, ich beanspruche Sachen, die Anerkennung für mich, anstatt dass ich sie bei Gott sehe. Alles, was du hast und bist, kommt von Gott. Wenn du irgendwie es zulässt, dass du denkst, nein, das bin ich gewesen, dafür kann ich nicht Gott die Anerkennung geben. Wir werden stolz und wir können es nicht zulassen, dass Gott uns hilft. Und das ist der zweite Punkt. Wenn wir nämlich in Zweifel stehen bleiben, wir werden Gott nicht um Hilfe bitten. Uns entgeht ganz viel, weil wir selber probieren, unsere Probleme zu lösen. Und wer kann das nicht? Wir probieren zuerst selber unsere Probleme zu lösen, bevor wir Gott unsere Probleme lösen lassen. Aber hey, Gott ist so gut, er möchte dir helfen, noch bevor du selber irgendwie gestruggelt hast. Je mehr wir die Güte von Gott verinnerlicht haben, desto mutiger können wir auch vorwärts gehen, weil wir mit seiner Hilfe rechnen.
Und gerade in der schwierigen Zeit ist das so relevant. Wenn wir zweifeln, dann können wir auch gerade in den schwierigen Zeiten Gott nicht vertrauen. Und ich empfinde, dass gerade Menschen da sind, die das gerade auch auf die Vergangenheit hin hören müssen. Vielleicht hast du Schwieriges erlebt und du fragst dich, wo war Gott in diesem Moment? Lass Gott sein. Lass ihn dein Herz heilen, dass du wieder voranschauen kannst und wieder mit seiner Güte rechnen kannst, auch wenn es in deiner Vergangenheit Sachen gibt, wo du irgendwie nicht einordnen kannst. Wenn wir zweifeln, dann werden wir Mühe haben, gerade in den schwierigen Zeiten können Gott vertrauen. Und es ist besser, wenn wir das klären können, bevor wir in diesen Zeiten drin sind. Ich möchte gerne zum Schluss nochmal mit euch den Psalm 26 lesen. Du kannst mich auf die Probe stellen, Herr. Darf ich mitlesen? Ergründe, wie ich wirklich bin, prüfe mich auf Herz und Nieren. Deine Gnade habe ich stets vor Augen und deine Treue bestimmt meinen Weg. Wenn wir jetzt ins Gebet gehen, möchte ich dich fragen, hast du die Gnade von Gott vor Augen? In den schönen Zeiten, aber auch in den schwierigen. Und wenn du Jesus noch nicht persönlich kennst, möchte ich dich heute einladen. Möchtest du nicht heute deinen Karabiner einhängen an der Güte von Gott? Und darf Gott dich heute also auf Herz und Nieren überprüfen? Gibt es vielleicht Sünde in deinem Leben, wo du dir selber Leid zugefügt hast oder wo du anderen Leid am Zufügen bist, wo es daran ist, dass du heute umkehren kannst, dass du zum Kreuz kommen kannst, dass du Vergebung kannst in Anspruch nehmen kannst. Aber gibt es vielleicht auch Bereiche, wo du einfach irgendwo den Glauben an die Güte von Gott verloren hast und wo du heute ganz neu musst Jesus bitten, schenk mir neu das Vertrauen darin, dass du wirklich gut bist. Weil Gott ist so gut. Und Jesus, wir danken dir, dass wir zusammen so vor dich kommen. Dass wir uns im Gebet an dich wenden. Und auch wenn wir vielleicht mit unserem Verstand Situationen haben, wo wir deine Güte nicht sehen, die schwierig sind zum Einordnen, wir wollen dich bitten, dass du in unserem Herz Zuversicht, das Vertrauen stärkst, dass du wirklich, wirklich, wirklich immer gut bist. Du meinst es nur gut mit uns. Und ja, wie der David haben wir heute einfach beten, prüf du mich. Prüf du mich auf Herz und Nieren. Wo dass ich vielleicht Gedanken zugelassen habe, die Zweifel sind. Wo ich ganz bewusst, auch nachdem wir sie so auch vor dir äußern, muss ablegen können, um Tag ein, Tag aus mit deiner Güte zu rechnen. Danke, dass deine Güte immer hebt. Dass 100% Verlass ist. Darauf, dass du es nur gut meinst mit uns. Und wir wollen auch sagen, Herr, komm du einfach zum Ziel in unserem Leben. Brauch du Situationen, was es halt braucht, dass du uns näher ziehen zu dir, dass du uns Sachen aufzeigen kannst, dass du unser Herz verändern kannst. Jesus, wir wollen dich immer vor Augen haben, deine Gnade, wie das David auch gemacht hat.